So, servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Feldwutzen on Tour. Mal ganz was Neues, eine neue Serie von mir, was wir probieren. Und heute geht es um einen Königssee. Der Königssee, der liegt in Schönau am Königssee. Und da zeige ich euch ein bisschen was, weil der ist echt nicht schlecht. Kann man gute Ausflüge machen. Nur wenn man nicht weiß, wie kommst du extrem teuer hin. So, gleich vorweg. Wer ein Boot fahren möchte auf dem Königssee, der kann, wenn eine vierköpfige Familie ist, so maximal so mit 70 € ungefähr rechnen. Das ist siebsteuer geworden in letzter Zeit, warum auch immer, weiß man nicht. Und noch gleich ein Tipp am Anfang, fahrt es nicht im Sommer. Da geht es zu, das ist echt schade drum, weil so viele Leute da sind, dass du sagst, leck mir Marsch, hat da einen Haufen Leute. Also fahrt es eher so Frühjahr oder Herbst, am besten da, wo keine Ferien sind und auch nicht unbedingt am Wochenende. Wobei es jetzt vielleicht Früh- und Herbst geht, wenn jetzt keine Ferien sind, am Wochenende, ja, kann man probieren. Aber jetzt Sommerferien, ich war dort, haben wir es angeschaut, ich habe da auch nichts filmen können, weil ein Haufen Leute drauf gehabt hätte, da hätte ich wahrscheinlich auch Schutzprobleme gekriegt. Ich habe jetzt nur ein Foto gemacht und ich erkläre zu dem Foto einiges oder so viel ich halt noch weiß und was vielleicht wichtig ist. Und naja, also die Fahrt mit dem Boot 70 €, der Parkplatz oben, glaube ich, hat gekostet 4 € für den ganzen Tag, das geht. Parkt auf den Großparkplatz, dann müsst ihr die ganze Straße da runtergehen bis am Königssee und dann Ticket kaufen. Kauft es online daheim. Da muss man zwar dann schon ungefähr wissen, wann man wo ist, weil man kriegt eine Zeit vorgeschrieben, wann man da startet mit dem Boot. Als wir beim Karussellfahren, wenn voll, dann voll. Und die dann das iterieren, dass, was weiß ich, von 12 bis um 12:15 Uhr, so da und da. Also man muss aufpassen, welcher Steg, welches Boot, welche Uhrzeit und Datum und Uhrzeit, sollte man wissen, wann man da ungefähr dort ist. Ansonsten müsst ihr euch anstellen. Ich bin gestanden, naja, sage jetzt mal so gut 15 Minuten ungefähr. Es geht relativ zügig, aber es ist schon eine lange Schlange. Und vor allem, wenn es heiß ist und stehst in der Hitze, ist das gar nicht so, ja, nicht prickelnd. Ja. Aber es besteht die Möglichkeit, Online-Tickets zu kaufen. So, dann steigst du ein, dann, wenn du der komplette bis ganz hintere fährst, dann dauert es ungefähr eine Stunde, bis auf St. Bartholomä dauert es 40 Minuten. 40 Minuten, weil einer mitfährt, der wo einen Haufen Zeit dazu verzeiht, dass er 190 Meter tief ist und 8 Kilometer lang ist und dass da die Watzmann-Wand ist mit dem Echo. Durch das Echo ist der Königssee auch erst einmal bekannt worden. Das 7-fache Echo, weil früher haben sie dann mit einem Schwarzpulverböller gegen die Wand geschossen und das war dann so laut, dass man das Echo 7-mal gehört hat. Heute dann mit der Trompeten ein wenig bloßen, hört man auch ganz gut, aber da kommt das Echo gerade noch einmal. So, dann auf St. Bartholomä hinten. Wenn man da hinten ist, sollte man vielleicht nicht unbedingt zum Essen gehen. Weil ich muss sagen, der komplette Königssee ist extrem teuer, was Essen anbelangt, wenn man nicht weiß, wo man hingehen muss. Also, gerade mal ein Beispiel, wir haben hinten in St. Bartholomä so ein Fischsemmel gekauft. Ja? Wenn man es kennt vom Volkfest, die Rollmopssemmeln oder Lachssemmeln. So in der Größe ungefähr. Dann haben wir eingebaut, ich esse jetzt eine Königssee-Renke. Dann habe ich für so ein Semmel tatsächlich 6,90 € bezahlt. Es war pfennig gut, der Fisch ist saugeil, aber garantiert, da haut es dann schon weg. Gell? Für so ein Semmel, ja, 6,90 € ist ein Haufen. Man kann sich da hinten geräucherte Fische mitnehmen, die kriegst du sonst nirgendwo anders. Also die Königssee-Renken kriegst du gerade da hinten, so soll ich mal sagen lassen. Ich habe es auch noch nirgendwo anders gesehen. Kann man sich auch Forellen mitnehmen, aber die kannst du überall kaufen, die gereicherten. Die Tante selber reichern, ist sogar ein kleines Hittal, gleich neben der Kirche, wenn du hinkommst. Und naja, wenn man ein wenig so ein Gourmet ist, dann kann er es gerne machen, aber wirklich teuer. Ich glaube, ich habe es fotografiert. Und dann tue ich es euch ein, den Preis, aber das ist so 20 € aufwärts ungefähr für 3 Fischerl. So, Fischerl, wie gesagt, nicht Fisch, sondern Fischerl. Ja, der ganze Königssee ist sau warm gewesen, wie ich dort war, aber brutal klar. Man kann da hinten spazieren gehen, man kann am Königssee entlang nicht gehen, also man kann nicht um den ganzen See zu Fuß rundum rennen, man muss mit dem Boot hinterfahren, wenn man auf St. Bartholomä möchte oder man möchte
was weiß ich, man möchte die Watzmannwand besteigen, dann gibt es da hinten so Schutzhütten, wo man nachten kann, aber das ist nur für die Bergsteiger und Wanderer. Wenn man ganz hinten fährt, da gibt es einen Obersee. Wie gesagt, dann dauert das eine Stunde, dann ist das Ticket aber auch teuriger. Da kann man dann zu der Fischumkehr-Alm hintergehen. Und ja, wenn man gut zu Fuß ist, geht das. Ich habe einen Kinderwagen und kleine Kinder dabei gehabt. Und das hat mit dem Kinderwagen auch am Schiff, obwohl es fehllos war, wunderbar hingehauen. Und da hinten ist alles eben, also auch mit dem Kinderwagen wunderbar zum der Schirm. So, jetzt zum Essen. Nehmt euch da hinten eine Brotzeit mit und Fuhi zum Trinken, wie gesagt, was da ist. Und wenn es dann wieder Vierer kommt, dann geht es zum Essen und dann zeige ich euch dann im Video weiter, fortschreitenderweise, wo es zum Essen geht. Kostet Schnitzel, ein normales Schnitzel 18,90, aber ein schöner Hedern, das kannst du fast nicht essen, da rentiert sich der Preis, weil billiger wird es nicht. Das teuerste Schnitzel, was ich hinten gefunden habe, hat 28,90 €. Ein Schweineschnitzel paniert mit ein paar Herdäpfel drauf, 28,90. Da haben wir dann auch gedacht, ja, ich glaube, die haben Gold verarbeitet oder irgend sowas in der Panade drin, aber wenn so auf die Teller mal angeschaut, auch wieder kein Schnitzel, nicht, sondern Schnitzel, oh je, oh je. Also, merkt euch, nicht hinten essen, vorne in dem Restaurant essen, war ein Vorschlag. Ein Gourmet-Essen ist nicht, aber man kann es essen, ist echt nicht schlecht, ist sehr ausgiebig und man gelangt hinterher und der Preis rentiert sich. So, was wollte ich nur sagen? Ja, eigentlich nichts mehr. Jetzt lasse ich da ein wenig Fotos runterlaufen und sage dann ein wenig was dazu, weil wenn man ein Foto sieht, ist es immer besser, als wenn man gerade den depperten Hund da labern hört. So, nein, also wie gesagt, jetzt schauen wir uns das an und zum Schluss, ja, sage ich euch noch, wie weit das ist und verlinke euch noch ein bisschen was. Von meinem letzten Video haben wir gewesen im Hintereigengut und vom Hintereigengut auf dem Königssee fährt man ungefähr eine Stunde. Das ist so ein kleines Ausflugsziel, was wir da noch in dem Urlaub dran gehängt haben. Und wie gesagt, von Deutschland aus, von mir aus glaube ich, fahre ich 3,5 Stunden, von Deckendorf aus fährt man 3,5 Stunden hin. Wenn ihr jetzt von oben runterkommt, ja, dann könnt ihr es ausrechnen. Ja, dann dauert es wahrscheinlich 10 Stunden so von Berlin aus, denke ich mal, wird man schon fast 10 Stunden fahren dürfen, bis man da drunten ist. Nur ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr eine Übernachtung sucht, sucht es außen rundum, direkt am Königssee oder es fährt gleich ins Hintereigengut hin, das war die beste. Das ist zwar in Österreich, aber wie gesagt, das ist hübsch schneller beieinander, so knappe Stunden zum Fahren, da kommt es am besten hin, selbst wenn es gerade 1-2 Tage bleibt. Erstens ist es schön da hinten, wie man gesehen hat im letzten Video, und man kann noch mehr Ausflüge machen, die sich orientieren, auch wenn man kleine Kinder hat. Also in dem Sinne, ich wünsche euch was, schaut euch nur die Fotos an und dann reden wir am Schluss vom Video wieder. Also packen wir's! Ja, der Königssee, 8 Kilometer lang und bis zu 200 Meter tief. Kann man erreichen mit dem Boot, das ist alles elektrisch, wegs Umweltschutz. Man sieht es am kristallklaren Wasser und einfach an der noch intakten Natur am Fuße des Watzmanns. Auf der Hälfte Strecke ist man in St. Bartholomä, ungefähr mit 40 Minuten auf dem Boot zum Erreicher. Da ist eine Schutzhütten für Wanderer, die den Watzmann bekraxeln wollen, zum einmal übernachten, dass sie um 4 in der Früh starten können. Sagt mal links. Und auf dem rechten Foto ist einfach nur ein Lagergebäude, das wo schon ewig lang da hinten steht. Ja, der Königssee, der hat kristallklares Wasser, wenn man sagt. Also das ist nicht bearbeitet, das ist einfach nur aufgenommen. St. Bartholomä, das ist renoviert worden, das Teil. Das ist das mit den roten Kuppen, da kann man reingehen, kann man ein bisschen beten.
ist ein Wallfahrtsort und da mit dem Hirdl und mit dem Sonnenschirm, dem hellen, was man jetzt da hinten sagt, da gibt es die Fische, die ich am Anfang verzeiht habe. Schaut es euch selber an, wenn es das wert ist, dann kaufen, ansonsten da das bleiben lassen und vielleicht eine kleine Kühltasche mitnehmen im Sommer. Wenn man sich dann die ganze Gaudi angeschaut hat und ein bisschen umeinander gestaxelt ist, ja, dann macht man sich einen Biergarten, kauft sich ein halbes Bier und genießt die Natur zwischen die Berge dran. Da geht immer ein kleines Liftal, muss man nicht so viel schwitzen, unter die Kastanienbaum drin. Und ja, dann geht es wieder schön langsam zurück zum Anlegesteg in Schönau am Königssee. Das haben wir die Bootshäuser noch ein wenig begutachten. Ich war leider nicht ganz hinten, weil es mir ganz schlicht und ergreifend Steyr war. Ja, jetzt sind wir am Ende vom Video angekommen. Vielen Dank für die Leute, die noch da sind und haben sich das Ganze ganz angeschaut. Und ja, wie soll ich sagen, wir haben nicht ganz hintergefahren auf den Obersee. Der dauert also einfache Bootsfahrt eine Stunde und eine Stunde dann wieder zurück. Das wird meine Kinder tatsächlich zu lang waren und mir hätte es aber auch zu viel Geld gekostet. Wie gesagt, die einfache Fahrt hat mich jetzt 54 € gekostet. Wenn du 2 Kinder hast, die über 6 Jahre alt sind, dann kostet sie ungenannt 72 €. Zumindest war es jetzt seit 2024 im Sommer so. Ich finde es schon ein bisschen arg teuer, aber wenn man es noch nicht gesehen hat, sollte man sich das tatsächlich einmal anschauen, weil es eine wunderbare Natur ist, wenn einer auf sowas steht wie ich. Ich mag das recht gern, Berg und Natur, dann fahrt dort hin und schaut es euch an, aber nicht, wenn Sommerferien sind. Irgendwo ein wenig außerhalb. Und am Wochenende, Frühjahr oder Herbst, ist es sehr zu empfehlen, weil das nicht dann so heiß. Man muss sich aber vorher informieren, weil die Fahrtzeiten von den Booten variieren. Also Vorsaison und Nachsaison fahren sie nicht so oft. Also vorher ein bisschen schauen auf der Webseite, die haue ich euch unten rein. Angepinnter Kommentar, bei mir darf ich ja noch nicht, weil ich 500 Follower brauchen, die habe ich noch nicht. Aber das kommt schon noch mit der Zeit. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abo oder Like da lassen, bitte. Damit es mir auch ein wenig Viere haut und ich auch wieder ein bisschen Motivation sammeln kann für das nächste Video. Also, Servus, man sieht sich. Ciao.